Ganz herzlich willkommen zur Churchbox. Es ist weihnachtlich hier drin und ich habe heute einen wunderbaren Gast, den Nico Bachmann. Wir sprechen über die Christmas Experience und über ein neues Buch, das am Start ist. Das heißt Bibellesen wie niemals zuvor. Herzlich willkommen in der Churchbox. Nico, so schön, dass du hier bist. Ja, schön, dich zu sehen, Wie geht's Michi? dir? Es ist ja kurz vor Christmas Experience. Ich komme eigentlich praktisch direkt aus den Proben. Unser Wochenende war hart und streng, aber wir sind alle heiß wie Frittenfett. Wir scharen, wir wollen das Stück endlich der Menschheit präsentieren. Ja. Ihr schart schon im Stroh, oder? Ja, genau. Wir haben Richtig viel geübt und trainiert und jetzt sind wir wirklich bereit, das Stück loszulassen, es zu präsentieren. Ja, wir freuen uns mega darauf. Worum geht es dieses Jahr? Es geht um Weihnachten, aber wie? Genau, wir sprechen über Judith. Das ist eine fiktive Figur, die aber in dieser Fiktion dann den realen Personen aus der Weihnachtsgeschichte begegnet. Sie begegnet Maria, sie begegnet den Hirten und sie ist eigentlich auf der Suche nach Frieden. Der Friede in der Welt, das auch heute ein spannendes Thema ist. Ja, wir sehen uns nach Frieden auf dieser Welt. Ja. Es war schon damals so, weil die Römer waren da, es gab verschiedene Gruppierungen, es war so ein bisschen ein Pulverfass. Und wir haben das uns als Thema genommen und diese Judith sucht den eben, aber sie sucht ihn eben nicht nur in der Welt, sondern sie merkt plötzlich, oh, in mir drin sollte es ja auch irgendwie Frieden geben und den sucht sie auch. Pulverfass, das tönt nach Action auf der Bühne, dürfen uns freuen auf ein bisschen Pulverfass-Stimmung. Yes, Action. Wir mischen diese wunderschönen Tanzszenen mit viel Action und viel so Energie und dann mit diesen schönen, poetischen, sanften Weihnachtssongs. Das ist so ein schöner Mix, Max. Es ist jedes Jahr so eindrücklich, wie viele Leute da mitwirken, mit dabei sind. Das sind ja Leute, die haben total einen anderen Alltag, aber dann sind sie plötzlich Künstlerinnen und Künstler. Wie viele sind da dabei? Es sind immer so 80 bis 100 Leute, die in so einer Produktion mitarbeiten und ich finde es auch immer krass, die sind seit August dabei und, Wahnsinn, und die oder? Kommen hier hin und Wochenende für Wochenende trainieren die richtig hart. Aber Tanz ist wie Mathematik, du musst einfach so liefern und alles muss stimmen, genau oder? gleich sein und du solltest dir mal trainieren sehen, das ist manchmal schon fast beängstigend, aber am Schluss gibt das so ein schönes Bild, das so viel Kraft hat und so viel Schönheit drin ist. Wir freuen uns so darauf, wir gehen da direkt rein in einen kurzen Trailer, aber bevor wir da anschauen, Nico, wofür können wir beten? Viele Leute wollen ja nicht nur die Leute einladen, ihre Freunde bringen, sondern wir tragen das im Gebet mit. Wofür können wir beten? Also unser großer Wunsch ist wirklich, dass diese Botschaft, die Gott uns im Sommer aufs Herz gelegt hat, dass die rüberkommt, dass er das irgendwie in diese Herzen transportiert, dass viele Menschen, die sonst nicht in die Kirche kommen, sich einladen lassen oder das online schauen und berührt werden. Wir beten um Schutz. Wir haben gerade letztes Wochenende einen Unfall erlebt, der da immer auch so, muss das jetzt sein, aber irgendwie, es ist nicht selbstverständlich und wir sind auch in einem Kampf drin und wollen, ich bete für Schutz für unsere Gesundheit, dass technisch die Abläufe, ist alles so kompliziert. Wir brauchen auch immer viele Wunder. Also wir beten, dass das alles gut läuft und tauchen jetzt einfach in diese wunderbaren Bilder, innerlich beten, dass alles klappt. Die Christmas Experience nächstes Wochenende, Samstag, Sonntag, hier in der Hall oder dann online. Wir wechseln zu einem Thema, das uns auch begeistert, und zwar ist ein neues Buch am Start, das heißt Bibellesen wie niemals zuvor, ist von Leo Susanna. Es geht darum, dass wir inspiriert die Bibel lesen werden im Januar als ICF eine ganze Serie darüber machen, ein paar Wochenenden lang. Und Leo Susanna, ich frage direkt euch, weshalb eigentlich dieses Buch? Warum? Ja, Bibel lesen wie niemals zuvor. Und Susanna, warum?
Ja, bei Bibellesen, die 31 Zugänge, die wir in diesem Buch herausgearbeitet haben, die helfen mir und geben mir, wie gesagt, einen Zugang. Weil stell dir mal vor, du hast Hunger, gehst zum Kühlschrank und es ist nichts drin. Nützt alles nichts. Und genauso, wenn du einen Hunger hast zum Bibellesen, aber du hast keinen Zugang, du weißt nicht wie, dann nützt das auch nichts. Und genau da kommt das Buch zum Zug. Ja, das alles oft, man liest die Bibel immer auf die gleiche Art und Weise und irgendwann wird es ein bisschen monoton und langweilig. Es braucht verschiedene Tipps, wie man die Bibel kreativ und innovativ, spannend und prickelnd wieder lesen kann. Denn die Bibel sagt, das Wort Gottes ist wie ein Licht auf meinem Wege. Es beleuchtet und by the way, es stärkt meinen Glauben. Es sind Geschichten drin, die mir klar und bewusst machen, wenn da ein Berg ist, kann ich zum Berg rufen und er muss gehen, er muss weichen. Das sind so viele Zusagen. Darum, ich freue mich mega auf dieses spannende Buch. Das Buch ist mega attraktiv gestaltet, haben auch wieder viele Volunteers mitgewirkt, es ist mega ansprechend. Nico, du hast ja Theologie studiert. Wie ist es bei dir mit dem Bibellesen? Weshalb fasziniert dich die Bibel? Die Bibel ist für mich pure Kraft. Ich habe in meinem Leben schon oft erlebt, dass in den schwierigsten, dunkelsten Stunden mich dieses Wort einfach diese Kraft gegeben hat. Ich glaube, es ist ein bisschen so, wie Jesus den Vater immer gebeten hat um Kraft. Und wir haben heute dieses Buch live vor uns und ich erlebe diese Kraft, wenn ich da drin lese. Ja. Hast du auch schon mal Krisen gehabt, wo die Bibel nicht zu dir gesprochen hast oder du irgendwie den Zugang nicht getroffen hast oder so? Große Krisen. Ich hatte gerade nach meinem Theologiestudium irgendwie so ein bisschen die Schnauze voll, ehrlich gesagt. Vielleicht zu viel studiert, es war zu verkopft und dann brauchte ich das Bibelblatt. Ich brauchte einen neuen Zugang. Das ist so eine Art, wo die Geschichten der Bibel so in Zeitungsstil geschrieben wurden. Darfst du keinem Theologen sagen, aber mir hat das wieder so die Größe der Bibel geöffnet, das Spektakuläre darin. Und es hat mir geholfen, wieder normal in die Bibel einzutauchen. Das Bibelblatt, spannend, das kenne ich auch. Ja. Es ist wirklich attraktiv gemacht. Ja. Jetzt ist dieses Buch hier von Leo Susanna ja voll von Ideen, 31 inspirierende Ideen. Ja, hast du es schon durchgeschaut? Ganz klein, ein bisschen so? Ich habe darin geschneugt und gerade am Anfang steht... Geschneugt, ein Schweizer Wort. Dieses Schwert, das wir packen können. Ja. Also die Bibel ist so eine Waffe. Also irgendetwas, das in meinem Alltag wirklich, wenn ich durch den Dschungel gehe, diesen Dschungelalltag und nicht genau weiß, wohin gehen, diese Bibel zu packen und dann ganz konkret Weisung zu erhalten. Mega, das heißt hier, das eine Kapitel heißt so, das Schwert zücken, oder? Mich hat ein anderes Kapitel angesprochen, auswendig lernen. Das ist für mich auch so was, es ist mir gerade vor ein paar Wochen durch den Kopf gegangen, ich will wieder mal Karten schreiben, mit Bibeltexten drauf, die mitnehmen und das hat mich hier direkt beim Durchschauen des Buches auch so angesprungen. Es ist einfach, ich finde es so Schlüssel, wirklich ein Schlüsselding für uns Christen, dass die Bibel zu uns spricht. Ja. Hast du sonst noch irgendwelche Erfahrungen gemacht mit der Bibel, die dein Leben so wirklich verändert haben? Ich glaube, es ist ein super Projekt, jedes Jahr sich vorzunehmen, wie man die Bibel lesen kann. Weil Leo hat das vorher angesprochen, es kann nicht jedes Jahr gleich sein. Und zum Beispiel dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, das Neue Testament zu studieren. Und immer, wenn ich dann an diese Stelle kam, wo ich wieder irgendwie auch ein Sprechen Gottes brauchte, es war krass, wie häufig das Timing gestummen hat mit dem, wo ich gerade war. Ja. Und das ist schon faszinierend. Ja, also wir wünschen uns wirklich, dass im Januar spätestens dann uns das richtig wieder heiß macht mit diesem Buch zusammen. Wir können heute dich einladen zu einem Geheimtipp und zwar, wenn du online gehst auf unsere Webpage dieses Buches, dann kannst du dir ein Probekapitel gratis downloaden und wenn du das tust, nimmst du an einem Wettbewerb teil, um ein gratis Buch zu gewinnen. Du wirst es bis morgen mitmachen können und wenn du dann gewinnst, kriegst du es gratis, wenn nicht, kaufst du es dir einfach. Yes! Hey Nico, vielen Dank, dass du heute hier warst. Ich danke dir, in der Churchbox. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir freuen uns, dich nächste Woche wieder zu sehen. Bis bald.